Hallo und herzlich willkommen bei der September-Ausgabe von Petrolhead News. Das ist ein Format, das ich ausprobieren will, wo ich lieber News-Schnipsel von vergangenen Monaten rede. Weil das die erste Ausgabe ist, hat es vielleicht Sachen drin, die älter als einen Monat sind, aber schauen wir mal, wie es läuft. Kommen wir also zur ersten News, die ich jetzt interessant gefunden habe. Und zwar geht es um den E46 BMW M3. Vor knapp 20 Jahren hat die BMW M GmbH einen Prototyp gebaut von dem, und zwar eine Touring-Variante, wo die Presse hat auch fahren dürfen, aber vom Feedback habe ich nicht viel mitbekommen. Aber das Resultat kennen wir. Vom E46 hat es kein Touring gegeben, aber auch nicht von nachfolgenden Generationen. Letztes Jahr hat dann der frischbackene M-CEO, der Markus Flasch, gesagt, dass Touring nicht so in die Strategie passt. Für das gibt es ja die X-Reihe. Bin da nicht so ganz einverstanden gewesen. Dann aber am 12. August hat die M GmbH laut verkündet, vom G80 wird es einen M3 geben. Coole Sache. Viele haben es nicht gesagt oder gezeigt. Außer dem Foto. Darauf sieht man, dass das Auto wie erwartet wird breiter sein und 4 Auspuffrohre wird haben. Also, das gefällt mir schon mal gut. Ich hoffe, dass es auch der Touring wird als Handschalter mit Heckantrieb geben. Ein paar Tage später haben sie dann auf Instagram ein Video gezeigt von einem Prototyp, der von einem BMW-Gelände fährt. Man sieht die grossen Nieren, man sieht die verbreiterten Kotflügel, man sieht 4 Auspuffrohre. Tönt auch relativ gewöhnlich. Keine Überraschungen soweit. Ich freue mich, dass es endlich ein M3 Touring wird geben. Ist meiner Meinung nach längst überfällig gewesen, zumal ich finde, dass ein Touring sportlicher ist als ein Cabrio. Die Sache ist halt einfach, dass mehr Leute wahrscheinlich ein Cabrio werden kaufen als ein Touring. Ich wundere mich einfach, wie echt vorherige Generationen als Touring so gewesen wären. Als erstes kommt mir der E36 in den Sinn. Der war ja nicht so auffällig, war ja nicht so breit, hat nur ein Doppelauspuffrohr gehabt. Und gerade nach dem Facelift mit dem 3,2 Liter Reihensechszylinder mit 321 PS wäre der ein rechter Wolf im Schafspelz gewesen. Oder aber der E30 als Touring wäre auch wahnsinnig gewesen mit diesen breiten Kotflügeln. Oder aber der E90 zum Beispiel mit dem 4 Liter V8 wäre auch super gewesen. Dann kommt er, was wird er kosten? Sind dann nicht gerade davon aus, dass es Ende nächstes Jahr, Anfangs übernächstes Jahr sein wird. Also mit dem X-Drive-Modell oder vielleicht mit dem Facelift. Was die Preise angeht, ist natürlich auch noch nicht offiziell bekannt. Ich rechne jetzt mal mit zwischen 100 und 110.000 Franken. Alles in allem, gute News, ich freue mich. Bleiben wir doch noch einen kurzen Moment bei BMW. Und zwar hat eine englische Firma namens Everything M3s ein Umbaukit entwickelt, das den M3 CSL zum Handschalter macht. Das ist ja der grosse Kritikpunkt am M3 CSL, dass es keinen Handschalter gegeben hat. Jetzt tut die Firma mit ca. 180 neuen Original BMW-Teilen den M3 CSL zum Handschalter machen. Es gibt eine Kupplung, samt Pedal natürlich, ein neues Schwungrad, Schaltung und Änderungen am Motorsteuergerät. Und kosten soll der ganze Spaß ca. 3'500 Pfund. Das wären so 4'300 Franken heute. Generell, ich bin nicht so ein Fan von Umbauten, aber ich glaube, in diesem Fall ist es eine gute Idee. Ich glaube, ich würde es machen. Supersportwagen und auch Hypersportwagen gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Und ich glaube, mittlerweile sind wir, oder zumindest ich, ein bisschen übersättigt mit denen. Es geht, wie schon in meinem Intro-Video gesagt, um Tausende von PS oder um 400-500 km/h, alles irrelevantes Zeug. Aber eines von diesen Fahrzeugen hat dann doch mein Interesse geweckt. Nicht, dass ich mich leisten kann, aber der Gordon Murray Automotive T50 klingt jetzt ein bisschen sehr exotisch. Aber der Gordon Murray ist vielleicht sogar bekannt. Und zwar ist er der Chef bei der Entwicklung vom McLaren F1 gewesen. Und der T50 ist der geistige Nachfolger vom F1. Der Gordon Murray hat von Anfang an darauf
beharrt, dass es ihm nicht um Höchstgeschwindigkeiten geht oder 0 auf 100 Seiten oder Rundenzeiten auf der Notschleife. Er wollte das beste Fahrerauto entwickeln. Und von Anfang an hat es eigentlich darauf hingedeutet. Und zwar hat er einen Zugmotor wollen, er hat eine Handschaltung wollen, er hat ein leichtes Auto wollen. Und ich rede ja nicht gerne über Zahlen, aber beim T50 ist es fast unmöglich, nicht darüber zu reden. Fangen wir mit dem Motor an. Es ist ein 4 Liter V12 mit 663 PS. Auf 980 Kilo Leergewicht von dem Fahrzeug. Das sind 670 PS pro Tonne. Als kleiner Vergleich, mein M5 Touring hat ca. 250 PS pro Tonne. Witzig ist auch, wenn die 663 PS erreicht werden, und zwar bei 11.100 Umdrehungen. Und es geht dann nochmal 1000 Umdrehungen weiter bis an den Drehzahlbegrenzer. Ich bin gespannt, wie das Ding tönen wird. Der gesamte Motor ist nur 170 Kilo schwer. Nochmal als Vergleich, der S85, also der V10 aus dem M5 Touring, ist 240 Kilo schwer. Erstaunlich ist auch, wie der Motor, der von Cosworth entwickelt worden ist, die Drehzahl aufnimmt. Und zwar sind es 28.500 Umdrehungen pro Sekunde. Das heisst, im Leerlauf bis an den Drehzahlbegrenzer geht es 0,3 Sekunden. Apropos Drehzahlmesser. Könnt ihr euch an LFA erinnern? Damals hat Lexus ja gesagt, das Ding nimmt so schnell Drehzahl auf, dass sie einen digitalen Drehzahlmesser verbauen. Der im T50 ist mechanisch. Wie der F1 ist auch der T50 ein Dreisitzer. Wie der F1 hat der T50 auch eine Handschaltung. Wie der F1 hat der T50 auch Lüfter hinten verbaut. Und zwar soll er einiges mächtiger sein als die 2 Lüfter vom F1. Mit dem Lüfter sind laut dem Gordon Murray auch verschiedene Fahrmodi möglich. Einer ist, dass der Lüfter recht hoch dreht und Luft vom Boden wegsaugt und so das Auto auf den Asphalt drückt. Aber ein anderer Modus ist auch, dass er das Heck virtuell verlängert und somit Luft besser übers Heck strömt. Superlativ ist auch der Preis. 2,4 Millionen Pfund. Oder ca. 3 Millionen Schweizer Franken. Und alle sind offenbar schon weg. Und dann soll ja noch der T50S kommen. Eine Rennversion. Wo mal lässige 730 PS hat auf unglaubliche, wahnwitzige 890 Kilo. Das sind 730 PS in einem Fahrzeug, das etwa so viel wiegt wie eine Lotus Elise. Also wir reden von 820 PS pro Tonne. Und dann soll das Ding auch noch 1,5 Tonnen Abtrieb generieren bei 240 km/h. Ich finde es cool, gibt es nochmal so ein Fahrzeug. Ich hoffe auch, es wird super erfolgreich sein. Einfach zum zeigen, dass es wirklich nicht auf PS drauf ankommt, auch wenn 660 PS nicht gerade wenig sind. Aber es soll ja wirklich ums Fahren von diesen Fahrzeugen gehen. Cool wäre, wenn der Gordon Murray als nächstes ein relativ erschwingliches Fahrzeug bauen würde. Zum Beispiel mit einem 2 Liter 3,6 Zylinder mit 330 PS. Wo, keine Ahnung, im Jahr 900 Kilo leicht ist. Das wäre doch etwas. An dieser Stelle wollte ich eigentlich über den neuen AMG GT Black reden wollen. Aber vorgestern ist dann eine News reingekommen, die mir ein bisschen mehr Freude gemacht hat. Und die News ist von Aston Martin gekommen. Die haben auf Basis von einem 177 Prototyp ein Unikat gebaut. Den 7,3 Liter V12 vom 177 haben sie dann zu Cosworth geschickt, um den ein bisschen zu verfeinern, und jetzt produziert er 850 PS. Diesen Motor haben sie in eine, wie ich finde, schöne Karosserie gesteckt, die sich zum einen ein bisschen an Vulcan orientiert und zum anderen auch ein bisschen an alten V8 Vantage. Ich finde, vorne sieht er super aus. Und das, was mich wirklich gefreut hat, ist, an den 7,3 Liter V12
haben sie ein manuelles 6-Gang-Getriebe geflanscht. Ja. Ein Handschalter mit 850 PS und Heckantrieb. Hammer. Ich meine, schade ist nur das Unikat, schade ist unerschwinglich. Aber ich finde es cool, dass so etwas von Aston Martin kommt. Und für mich ist das Fahrzeug mehr Aston Martin als all die Modelle, die es aktuell in der Palette haben. Mehr als der Vantage, mehr als der DB11, mehr als der DBS und vom DBX haben wir erst gar nicht reden. Also bitte mehr davon. Und jetzt kommen wir zum AMG GT Black. Falls ihr schon ein Gefühl dafür bekommen habt, wie ich ticke, was für Auto ich gerne habe, werdet ihr vielleicht denken, dass der GT Black tönt jetzt nicht so, als wäre es dieses Auto. Und da haben wir auch völlig recht. Der Grund, wieso ich über den GT Black reden ist, ich bin kein Mercedes-Mann, aber trotzdem hat es mich sehr gefreut, wo es in dem ganzen Downsizing-Wahn den V8 behalten haben, bis zum C63 runter. Hat mich sehr gefreut. Auch wenn es natürlich ein Biturbo war, aber habe ich cool gefunden. Hat ja niemand mehr gemacht. Und mich beschleicht so das Gefühl, dass der AMG GT Black so der Abgesang sein wird für den V8. Es gibt ja Gerüchte und Berichte, die sagen, dass Mercedes AMG ja 3 Liter V6 und 2 Liter Vierzylinder schaffen, die in neuen AMG-Modellen verboten werden. Schade. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wo einer der AMG GT-Ingenieure gesagt hat, dass der GT kein aufgemotzter GTR ist. Als Beispiel hat er dafür den Motor genommen. Und zwar haben alle V8 von Mercedes AMG eine Crossplane Kurbelwelle. Der GT Black hat aber eine Flatplane Kurbelwelle, wie viele Ferrari V8 zum Beispiel. Und normalerweise macht man ja nicht so einen riesen Aufwand für ein Auto, ausser es ist für den ultimativen Abschied. Mal schauen. Ich hoffe es zwar nicht, aber es deutet vieles darauf hin. So, das wäre die erste Ausgabe von der Petrolhead News gewesen. Was meint ihr? Braucht es einen M3 Touring? Sollte man den M3 CSL anlangen? Wird der T50 was? Sollte es mehr so Auto geben? Wird es jemals wieder so Auto geben? Was haltet ihr vom Aston Martin Victor? Und was meint ihr zum GT Black? Wird es der letzte V8 sein? Und generell, was meint ihr zu diesem Video? Jegliches Feedback ist willkommen. Bis bald.